auch hören oder sehen. Ich grüße Sie aus meiner Stadt. Ich grüße Sie aus Köln. Heute mit einem ganz lieben Gast, mit einem Krätzchensänger neuen Formates. Ich warte auf Philipp Oebel. Hallo, lieber Philipp. Hallo, hallo. Hallo. Ah, du bist mit der Gitarre, das ist gut. Schön, dass du da bist. Nimm Platz. Dankeschön. Nimm Platz ist das Einzige, was du hier nehmen kannst. Ja, das war's. Jetzt hat dir die Sprache verschlagen. Ne? Nein, du kannst aber auch ein Wasser haben. Gerne. Ja, Philipp, das ist schön, dass du da bist. Wir haben Krätzchensänger. Das Wort Krätzchensänger hatte früher eine andere Bedeutung als heute. Früher war der Krätzchensänger der Mensch, der selbst komponierte, der selbst den Text schrieb und der selbst vortrug. Dazu musste ein Krätzchen immer 3 Strophen haben. Das alles ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist vom Ludwig Das Sebus. ist Ludwig Sebus, Genau. Originalton. Und Ja. Ludwig ist mein größtes Vorbild, Ja. aber was das Thema Krätzchen angeht, ich meine, wir sind ja nicht dafür hier, um Süßholz zu raspeln und irgendwie uns gegenseitig Schmuh um die Ohren zu dallen, sondern wir wollen ja ein bisschen uns unterhalten. Ja. Und da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Und meiner Meinung nach ist ein Krätzchen halt eben, das ist ein Streich, den man jemandem spielt. Und wenn dieser Streich gut war und wenn der auch schön gemein war, wenn es da so diese Fallhöhe geht, es geht ja um die Schadenfreude, ne? Dann kann es sein, dass der in der Gegend rumverzerrt weht. Und dann gibt es vielleicht wen, der nimmt den auf, der hört das, der nimmt den auf und macht da ein Lied drauf. Also so kenne ich halt das ein oder andere Krätzchen. Und heute gelten, also beim Finanzamt gehe ich als Krätzchensänger durch. Das heißt auch die alten Lieder von Ostermann und der Bühr, trotzdem die keine Paradekrätzchen sind. Ja, aber es waren natürlich Krätzchen im eigentlichen Sinne. Die haben alle ihre Sachen selbst geschrieben. Sie haben selbst komponiert und sie haben selbst vorgetragen. Ja, Nicht? gut, da habe ich direkt eins dabei, weil das mache ich auch. Ich habe eben nur riesig Respekt vor den vielen, vielen großen, tollen Sachen. Ja. Aber neulich war ich in einem Brauhaus gewesen, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne. Und da habe ich auf eine bekannte Melodie einen neuen Text gemacht, wenn ich den ganz kurz anspielen darf. Bis dato Also, ja, dann also doch Krätzchen. ja, das möge die Nachwelt entscheiden. Also, im Grunde genommen ist es aber auch nicht wirklich wichtig. Und zwar auf den Kölschen Jung habe ich was gemacht. Der Köbis lässt sich neue Jes verdrühe. Dehydriert läge wie bald in der letzte Züge. Wo hätt der Köbis denn bloß sing Hetz? Und verstößt dat dann nicht jeden das Kölsche Grundgesetz? Wie oft hab in der Wirtschaft ich gesessen, ne halbe Hahn und hat da Häppsche gegessen. Mit Schwarzbrot, Öllig, Pfeffer und viel Salz, dann flöck 2, 3 Notfallbiersche für der Hals. Ich bin ne Kölsche Jung, bin viel am Schwade. Guck mir jetzt in der sind doch nur so Russ, ich kann nicht warten. Und weißt du was, ich bin doch ganz genau wie du. Ich höre mal am allerliebsten selber zu. Aua. Ist das böse oder nicht? Böse. Das ist so schön böse. Ja, so muss das sein, weil wenn das nur, ach ist das alles herrlich und ach ist das alles Nein, schön, ist nicht alles das, herrlich, du hast schon recht. ne, also Ja. in uns allen drin ist auch die dunkle Seite und wenn man die halt zwischendurch anspricht und es Ja. blieb ja schön, dann ist das richtig und wichtig und ach, ich mag es, wenn es ein bisschen böse darf es schon sein. Ja, darf es schon sein, Ja. du hast vollkommen recht. Also werde böse, bitte, ja. Ich wollte dich fragen, du nennst, sag mal, ist Krätzchensänger überhaupt eine Berufsbezeichnung? Ja, in Köln ja. In Köln ja, Ansonsten, in Köln ja. Woanders Köln, wird ne. kein Mensch was damit anfangen Nee. können. Nicht? Aber wir haben ja bereits erklärt, was ein Krätzchen ist. Ein Krätzchen ist also eine lustige Begebenheit. Lustig, ja nicht immer lustig, also auch bei Ostermann war nicht immer alles lustig. Nicht? Weil Ja, also das Paradekrätzchen, wie ich es beispielsweise, also ich nenne das Paradekrätzchen, so dieses typische Krätzchen, wo halt irgendwie eine bestimmte Reimform und wo wirklich quasi im letzten Wort, in der letzten Silbe die Auflösung kommt und
da gibt es halt eben die zwei Drühe, die haben halt eben wunderschöne Kätzchen geschrieben. Ne? Es wird ja heute auch noch sehr, sehr gern der Trizonesien-Song gesungen. Die Leute wissen überhaupt nicht, wovon sie reden. Genau, das ist ein schönes Ding. Beim Trizonesien-Lied, da singe ich sehr gerne die erste Strophe. Ich mag das Lied sehr gern. Das ist eines meiner Lieblingslieder vom Karl Berbür. Und es ist natürlich ein Lied, was mitgesungen wird und wo das Oxytocin, dieses Glückshormon in Strömen fließt. Egal. Aber in der zweiten Strophe, da mache ich immer Rira Rutsch. Die zweite Strophe ist Futsch, weil die zweite und dritte Strophe gefällt mir einfach nicht so gut wie die erste. Und da singe ich dann so Sachen wie beispielsweise die Melodie von den Internationalen, die passt da sehr gut rein. Ne, je nachdem, wo man das singt, ne, da braucht man nur die Melodie zu summen, da kommen schon mal komische Gesichter, aber anderswo wird geklatscht, da freuen sich die Leute. Und dann, was man auch noch machen kann als zweite Strophe ist rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Ne, das lass sein, weil es ja sehr gefährlich, zu teuer und so weiter. Geht auch. Und dann singt man wieder der Refrain und dann ist das auch gut. Ja, es ist natürlich so, der Kölner hat natürlich einen Hang zur Parodie. Und zwar immer dann, wenn es besonders theatralisch oder gar pathetisch wird. Ja. Nicht? Dann, das kann er nicht ertragen, das will er nicht, das mag er nicht. Und dann kommt entweder irgendwie eine ganz böse Bemerkung oder es kommt eben die Parodie. Wobei ich liebe die kölschen Parodien ungeheuer, aber leider werden sie immer mehr aussterben, da die Leute das Original nicht mehr kennen. Ne? Kölsche Lohengrin, wunderschön, hinreißend schön, aber die ganze Parodie bringt nichts, wenn ich das Original nicht kenne. Ne? Das hat natürlich mit Bildung allgemein zu tun, das ist ja quasi klassische Bildung, aber ich finde das Ding wunderschön. Es hat nur einen klitzekleinen Nachteil, weil es ist wirklich sehr, sehr lang durch, bis die ganze Geschichte verzerrt ist. Und, bei Wagner dauert es länger. Ja, das wäre für mich auch zu lang. Aber also ich sag mal so, den Aufmerksamkeitsbogen, den ein interessiertes Publikum in der Lage ist zu leisten halt eben, ne? Wie lange kann man wirklich genau zuhören und sich daran freuen, das nimmt mehr und mehr ab. Ja. Und wenn dann Lieder länger als 3 Minuten sind oder halt irgendwie, also der Lohengrin hat glaube ich 12 oder wie viele Strophen, das ist dann auch ein bisschen lang. Also ne, es gab Zeiten, da gab es kein Fernsehen, da gab es kein Radio, da gab es kein Internet, da gab es nicht diese Dauerbeschallung, sondern da hat man einfach noch Geschichten erzählt und hat sich gefreut, dass man dann so eine lange Geschichte in kurzer Form und ob Kölsch dann nochmal erzählt bekommt. Es gibt hier eine ganze Reihe, natürlich hat man die Klassiker, Schiller, besonders beliebt, der Taucher und die Bürgschaft und. Es ist köstlich, aber die Kinder lernen es ja auch in der Schule nicht mehr. Wir lernten das früher auswendig, hat uns auch nicht unbedingt Spaß gemacht, nicht? Aber wir wissen jedenfalls, was Sache ist und wissen, worum es geht. Damit kannst du heute nicht mehr kommen. Das ist also vorbei. Das musste ich schon nicht mehr auswendig lernen. Also da gehöre ich schon zu der Generation. Ja. Aber ihr habt es vermutlich noch bearbeitet. Ihr habt es gelesen und bearbeitet oder auch nicht klassische Literatur, das war wirklich traurig. Genauso wie klassische Geschichte. Also da bin ich ein bisschen traurig. Also in meinem Geschichtsunterricht, ich habe Geschichte-Leistungskurs gehabt, man möge sich das vorstellen, da ging es in ein Buch hieß Die Determinanten der westdeutschen Restauration. Ne, also wer kann sich da was heute drunter vorstellen? Es ging wie sich Deutschland von 1945 oder dem Krieg bis 1949 so gebildet hat. Hat uns aber nicht sonderlich interessiert und auch nicht fasziniert. Also da war der Funke sprang nicht über. Ja. Hätte der bei so Wilhelm Tell bearbeitet, der hätte bestimmt mehr Spaß dran gehabt, nicht? Ja. Oder Götz, nicht? Der Götz ist natürlich sehr beliebt bei Schülern. Ne? Also, aber auch das wird heute nicht mehr, also es wird viel moderne Literatur besprochen im Deutschunterricht, aber leider Gottes die Klassik nicht und dadurch verlieren natürlich auch die Parodien. Was nützt das? Nützt die schönste Parodie, wie gesagt, wenn ich das Original nicht kenne? Bringt nichts, bringt gar nichts. Ja, ich möchte aber trotz alledem doch nochmal auf den, ich nenne es immer einen Gag, du sagst, es ist Fakt, der Telefonanruf im Satori. Ja.
ich habe beim Festkomitee 3 Jahre lang organisatorisch spielen dürfen. Wenn man sich beim Festkomitee als Fastelovens-Künstler bewirbt und dann die Auswahlverfahren besteht, dann hat man die Gelegenheit, 3 Jahre lang jeweils einen Abend am Vorstellabend teilzunehmen. Und Ach, das ist so reglementiert? Das ist ganz streng reglementiert, na klar. Aha. Und beim ersten Mal hatte ich halt eben ein Lied dabei und ich spiele das Lied an und dann hatte ich doch gleich vergessen, mein Telefon abzustellen. Dann meldet Ring, Ring, Ring und weil mein Telefon sehr laut Ring, Ring, Ring macht und sehr lang Ring, Ring, Ring macht, bin ich dran gegangen und habe kurz gesagt, Detmar, ich stehe auf der Bühne, ich rufe dich zurück, tschö. Das fanden die Leute sehr lustig, mir war es ungemein peinlich und dann wurde ich natürlich gefragt, sag mal, war das echt oder war das einstudierter Witz? So toller Nein, also das war echt, sowas denkt man sich nicht aus. Das fände ich, das würde, nicht ja, schön. also ich könnte mir denken, dass es da unbedingt Leute gibt, die das nachmachen. Aber jeder wird sofort wissen, das war Philipp Oebel. Und das kann man nur ein einziges Mal bringen. Ich bin mir ja immer noch nicht ganz sicher, ob es nicht ein Gag war von dir. Ich weiß, dass du ein Perfektionist bist und ich weiß genau, dass dir das eigentlich nicht passieren sollte. Also ich weiß es nicht. Aber du sagst, es war jedenfalls, es war souverän gemeistert. Ich schwöre, Nein, nicht gestellt. Tatsächlich. Ja. Es war gut. Es war gut und wie gesagt, einmaliger Gag kommt nie mehr wieder. Ich habe hier ein Gedicht gefunden vom Ehrenfelder Malermeister Gustav Mengwaser. Der liebe Gustav Mengwaser ist 1995, also vor 20 Jahren, ist er verstorben. Ja. Ich habe im Internet ein kleines Recherche gemacht, ob ich irgendwelche Nachkommen von ihm finde, Ja. bin aber nicht fündig geworden. Ja. Er hat eben einen Gedichtband verfasst, kleine kölsche Gedichte geschrieben. Und das, was er hier geschrieben hat, das Gedicht heißt Gedanke. Und da habe ich einen amerikanischen Jazzstandard darunter gelegt und das probiere ich jetzt mal hier bei dir im Wohnzimmer zu bringen. Mal gucken, ob ich hinkriege. Es war Sommer auf einer Wiese saß unsere Chris mit singem Nies, sie säte nix. Et war ganz klar, da hat jeder in Gedanke war. Et war ganz still, nur Sommer und ein Hummer, ganz klein Hummer, war am Brummen. Dann meint der Chris, ganz hösch und leis, ich weiß, woran du denke deist, drop seht dat nies. Weißt du, liebe Chris, dass du richtig Völke bist. Müssen wir das jetzt übersetzen? Für die Besser Auswärtigen. Nein. Ein Ferkel ist ein kleines Schwein. Nur für die Leute, die kein Kölsch verstehen. Das ist ein Kretzi, oder? Was ist das? Das ist ein Kretzi, ne? Ja. Na? Ich meine, da wirst du kaum Leute finden, die es mitsingen können. Darum geht es ja. Nein, Kretzi muss man nicht mitsingen. Kretzi muss man müssen, nicht mitsingen, bei muss Kretzi muss man vorgetragen werden und zuhören. zuhören. Ja, Genau. ja, das ist richtig. Aber die Leute singen natürlich gerne mit. Die Leute singen gerne mit, aber dafür gibt es ja auch jede Menge Mitsingen-Lieder. Es gibt jede Menge. Und es gibt ja auch also kölsche Hymnen ohne Ende, ne? Wirklich. Du machst aber auch diese Kneipenmusik mit. Geschichten da, ne? Oder machst du das nicht? Also, bekannt ist ja der Herr Häuser dafür, nicht? ja, der macht es Nicht, der macht jeden Freitag. Ja. Jeden
bombenmäßig. Läuft, Ja, läuft, super. läuft. Immer ja. mindestens 50.000 Leute im Raffer. Streik macht dann nur. Nee, das Mitsingen, das ist ja... Aber nicht du machst es nicht in der Kneipe. Deine Mitsingen... Nö, eigentlich selten. Und dann mache ich es auch mal in der Kneipe. Aber sag mal, bei schlechtem Wetter, es könnte ja mal sein. Du machst es ja vermutlich nur im Sommer oder auch im Winter machst du keine Stadttouren, oder? Im Winter mache ich keine Stadttouren, nee, weil dann täten mir hier die Finger an der Gitter festfrieren und da könnte ich ja nicht spielen. Ja, Nein, das geht nur so ab 15 Grad. Also heute könnten wir beispielsweise, heute ist ja Montag. Ja, aber es ist ja kein Sonntag. Käme keiner, ganz genau. Ist ja kein Sonntag heute. Käme keiner. Zum Thema Mitsingen. Die Menschen singen sehr gerne miteinander. Das wissen wir von den ganzen Chören. Wenn einer vom Chor kommt, dann ist er ja richtig beflügelt. Und die Leute singen so gerne mit und singen so gerne zusammen. Und ich bin jetzt auch darauf aufmerksam gemacht worden, wie das geht, warum die Menschen so gerne miteinander singen. Ja, sag's mir. Ja, das hat mir eine Musikpädagogin hat mir das gesteckt. Die sagte, da gibt es ein Hormönchen. Dieses Hormönchen, das hört auf den Namen Oxytocin. Ja. Und das Oxytocin, das wird halt eben, wenn man gemeinsam singt, dann wird das ausgeschüttet. Und da fühlt man sich dann verbunden. Das wird in Fachkreisen auch das Kuschelhormon genannt. Und das wird ausgeschüttet beim Mann wie bei Frau. Und danach geht es einem besser. Das wirkt so ähnlich wie ein Gläschen Champagner. Da war jetzt keine Aufforderung. In Köln ist dann das besonders ausgeprägt. Ja. Nicht? Denn ich glaube nicht, dass man überall so viel und so gern singt wie hier in Köln. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Also da glaube ich glaube schon. Ich glaube, dass man auf der ganzen Welt gerne singt, aber man singt halt irgendwie andere Lieder. Ja. Was sind andere Lieder, ne? Aber sagen wir so, es gibt halt eben, glaube ich, keine Stadt auf der Welt, die so viele Lieder hat, wo es halt eben wo es sich um die eigene Stadt dreht. Ja, wir sind ganz eng. Natürlich sind wir ein bisschen selbstverliebt. Bisschen ist so, ja. Ja, aber natürlich nicht ganz kritiklos. Also dieses Thema hatte ich mit Professor Bellert schon mal, also kritiklos sind wir ja nicht. Wir haben eben nur nicht so gerne die Kritik von außen. Wer hat das schon gern, nicht? Also, ne, das mögen wir nicht so gerne. Es ist ja immer noch Kölsches Grundgesetz, das hat noch immer gut gegangen. Ne? Also das, obwohl es nicht immer gut gegangen ist, ne? Ganz nebenbei. Ja. So sieht es aus. Also ich bin da auch eher ein kritischer Denker. Also ich habe viele Auftritte im Jahr und sehe, wie die Leute auf welche Lieder, wie die reagieren und weiß natürlich, dass wenn man dann singt, ach, was war das früher schön noch in Kolonia, dann geht bei jedem ja ein anderer Film ab. Also jeder hat ja andere Erinnerungen und andere Assoziationen. Ja, die meisten haben natürlich das Original nicht mehr erlebt. Ich weiß, es stammt glaube ich aus den 20er Jahren oder was. Ich meine auch, von 28 Jahren. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, von wegen der frischen Brötchen. Du sagst ja, du machst deine Stadttouren, soviel ich weiß, nur sonntags. Ja, das ist meine Sommerpromotion. Also ich mache von Mai bis September. Die Sommerferien natürlich nicht, da ist man unterwegs. Ja. Aber ansonsten mache ich da die Straßensänger Sonntagstour seit 7 Jahren. Das ist schön. Das ist schön. Und was sind das für Leute, die da kommen? Was sind das für Leute, die da kommen? Das sind Leute... Junge Leute, alte Leute? Mittlerweile ist das ganz gemischt. Natürlich ist mein Kernzielpublikum das sind so mittlerweile die Silver Agers, ne? Also die so, sage ich mal so, 60 plus Generation, vollkommen klar. Aber gestern waren beispielsweise zwei junge Herren dabei, die fasziniert waren von den alten Liedern, die sagen, boah, wir wollen unbedingt mehr von dem alten Liedgut lernen und die sangen sehr schön mit. Der eine war 29, der andere war, ich weiß nicht. Toll, ja. Fans kommen auch mit, Gott sei Dank, meistens sehr gut erzogene, manchmal nicht, aber meistens funktioniert das sehr gut. Toll.
Das finde ich toll. Also wir wollen ja nicht nur die Silver Ages erreichen, nein, die Leute mit den grauen Haaren. Nicht nur die wollen wir erreichen, sondern wir wollen ja auch wir müssen die Jugend erreichen. Natürlich, in den Schulen wird sehr, sehr viel Kölsch gesungen. Ich sage betont gesungen, kaum gesprochen. Ne? Und wir müssen die Leute einfach wieder zur kölschen Spruch bringen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die nicht verloren geht. Aber du bist ja auf dem besten Wege und wenn du mir sagst, dass auch junge Leute und auch Kinder mit dabei sind, ist das doch eine tolle Sache. Also die ersten Jahre habe ich das so gemacht, Ja. so wie früher die Straßensänger. Da Ja. bin ich dann beim Hotel rumgegangen. Herrlich, herrlich. Ja, und weil aber halt eben das irgendwie nicht mehr so richtig in die Zeit passt. Also wenn man sich guckt, was halt eben sonst für Stadtführungen genommen wird, dann nehmen sie 12, 15 oder 20 Euro. Habe ich gedacht, mit 10 Euro pro Nase sind die Leute, das sollte ihnen das wert sein und das funktioniert wunderbar. Das ist doch wunderschön. Das ist doch wunderschön. Aber du machst diese Touren machst du nur sonntags. Sind das nur immer Leute hier aus der Region, Kölner oder auch Fremde? Also das sind Leute, die kommen überall. Ja, gestern waren 2 Dortmunder da. Im vergangenen Jahr hatte ich ein Mädchen, die war in Köln geboren, aber die kam extra aus Sydney. Also jetzt nicht meinen Farben, sondern um ihre Schwester zu besuchen. Ja. Aber als sie das gelesen hatte, kam sie halt mit ihrer Schwester. Also das war der Gast, der den weitesten Weg genommen hat. Die kam natürlich mit Herzblut, als sie die Kölschen Sachen wieder gehört Ja, die wollte kaum wieder zurück. Ja, das kennen wir, ne? Das kennen wir. Das Heimweh ist schon eine schlimme Sache. Obwohl ich festgestellt habe, dass gerade die Leute, die außerhalb Kölns sind, oder wenn sie zurzeit außerhalb Kölns sind, dass sie dann die schönsten Sachen schreiben. Sebus hat, glaube ich, in Sri Lanka geschrieben, Lorenz von Düxter Köln. Ja. Da hatte der Heimweh, lag vermutlich irgendwo an einem wunderbaren Palmenstrand und sah dann das Panorama von Köln vor seinem geistigen Auge. Also, so, jetzt haben wir genug die Schnüsschen schwarz, jetzt möchte ich was hören. Jetzt möchte ich was hören. Du hast ja die Gitarre nicht umsonst mitgebracht. Genau. Ich habe hier ein Lied, wo ich eine Strophe draus singen möchte. Ja. Und zwar war ich an diesem Wochenende auf einer Hochzeit geladen, also nicht engagiert, sondern geladen als Gast. Ja. Aber da man halt eben seit einigen Jahren befreundet ist, hatte ich die Gitarre dabei und habe dann da mit gut 20 Leuten, es war eine größere Hochzeit, 150 Gäste, Ja. mit 20 Leuten auf der Bühne, habe ich dann, ich trinke einen Schluck, Tu das. Fühl dich ganz zu Hause. habe ich dann ein Lied, wieder die vegetarische Schlachtplatte gesungen, weil es gab nämlich auf dieser Hochzeit tatsächlich nur vegetarische Schnitzel, vegetarische Frikadellen und vegetarische Würstchen. Das ist, glaube ich, so eine Modewelle im Augenblick. Nicht? Und ich wusste es nicht, dass das so ist, aber man sagt es mir auf der Bühne, man flüsterte mir dann zu, das Buffet ist rein vegetarisch. Da habe ich gesagt, ja, da kann man nichts machen. Jetzt haben wir aber hier die Ode an Hemmchen, das Loblied auf ein Hemmchen oder auf bayerisch Haxen. Und das ist ja nun, also viel mehr Fleisch geht ja nicht. Und da singe ich die 3. Strophe, vor der ich immer schlucken muss. Der Text ist von Joseph Passavanti, einem echten kölschen Italiener. Und die Musik ist von Ludwig van Beethoven. Aber nicht, dass nachher irgendwer sagt, eine Kreativkompositeur, sondern man hat sich da der Melodie Freude schöner Götterfunken bedient. Ja. So, bitte schön. 3. Strophe, die geht so. Ma bistren mit Beizebacke, dat der Saft lief, laatst om Munde, zeng die Dunzer Hacke, öt uns recht aus dem Fatzung. Ach, wie jedne wonnige Zidder durch die ganze Minsche lief. Hemmsche, Hemmsche, immer wieder ich dir neue Worten blieb. Jetzt erzähl mir mal die Reaktion. Die Vegetarier, wie haben die darauf reagiert? Also die Verhalten, nehme ich an. Die Braut, welche halt eben das so arrangiert hatte, ja. die hat sich bei mir auf Facebook, ganz lieb bedankt für die süße Rache mit dem Hemmchenlied. Dabei war ja keine Rache, sondern es war, wie schon mal so oft, reiner Zufall. Ja.
Das war also Beethoven. Genau. Das war Beethoven. Was haben wir noch? Ach, dann habe ich hier noch eine wunderbare Sache. Die meisten Menschen kennen die Version wahrscheinlich von den Black First. Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum haben sie sich ein Lied von der Pudelbande als Vorlage genommen. Das ist köstlich, ich kenne es ja. Das ist wunderbar. Von den Köln-Kalker-Kegel-Schwestern. Ja. Und haben auch noch dazu gedichtet. Und ich singe einfach eine Strophe, einen Refrain und dann sozusagen das, was der Hausarzt mir dazu gesagt hat. Oder beziehungsweise meine Reaktion, was wir dem Hausarzt dann gesagt haben. Wisst ihr noch, vor 20 Jahren, wie das alles, sagen wir, ein bisschen anders war. Ja, wir date, singen, tanzen, ganz viel tanzen und noch lachen. Und hier und da und dann und wann auch noch ganz andere Sachen machen. Immer hüg, wie und da redet wie. Alles was schön ist, das darf man nicht mehr. Redet wie und noch da redet wie. Alles was ja tät, das soll man nicht mehr. Was sagen wir dem Hausarzt? Ma dullet ever doch, ma dullet ever doch, ma dullet ever doch. Sagen wir 1, 2, sagen wir 3, 4, sagen wir 5 Mal in der Woche. Dummer wird doch. Wunderschön. Noch. Dankeschön. Wunderschön, wunderschön. Ich muss also schon mal direkt fragen, kann man dich auch privat buchen? Der Großteil sind tatsächlich noch Privatbuchungen. Natürlich wird es mehr und mehr, dass halt eben Vereine und Organisationen und Firmen und sowas mich anfragen. Aber es sind tatsächlich noch sehr viele Privatleute. Gott sei Dank soll auch so bleiben, weil es ja macht ja immer großen Spaß. Und das Interessante ist, dass man in der Mehrzahl vom weiblichen Geschlecht engagiert wird. Die Damen kümmern sich halt eben um die Musik auf den Festivitäten. Ja. Und es sind meistens Immis. Vielen Dank, liebe Immis, für euer Vertrauen. Und die Immis brauchen die... Schön, wir brauchen sie. Ja, nee, und die Immis brauchen die lieben die kölsche Musik mindestens genauso wie die Kölschen, weil für die ist das quasi der Dünger, der ihren Wurzeln Kraft verleiht. Also, um sich hier wirklich heimisch zu fühlen, ist dieses kölsche Liedgut halt das perfekte Transportmittel. Naja, wie gesagt, singen ja, sprechen nein. Das ist eben die Diskrepanz dabei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum es so ist. Aber du hast ja nicht nur private Dinge, du hast ja immerhin auch schon im Gürtel nicht auf der Bühne gestanden, nicht? Also ich weiß, du liebst das Understatement. Da kommst du nicht drum herum. Irgendwann stellen sie dich auch irgendwo auf andere Bühnen. Aber ist ja nicht schlimm. Weil als Terminankündigung hätte ich einen kleinen Termin, ja, und zwar habe ich die große, riesig große Ehre, und da freue ich mich wie blöde drauf, dass ich am 3. Februar des kommenden Jahres, 2016, das ist der Mittwoch, unmittelbar vor Fastelavond. Ganz kurze Session, ganz kurz. Da habe ich die große Ehre, im Theater im Senftöpfchen mein erstes Programm zu spielen, und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin dabei. Und es gibt noch Restkarten, ne? Für Februar denke ich schon, aber ich denke, das wird sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Also vorsichtig, ne? Das Senftöpfchen ist ja nicht so groß. Es hat 180 Plätze, glaube ich. Und, also es ist nicht sehr groß, es ist ein wunderbarer Rahmen, und ich würde sagen, das passt absolut hin. Gucken wir mal. Da sind wir dabei. Schauen wir mal. Da sind wir dabei, das ist prima. Sehr, sehr schön. Ich hätte ja so schrecklich gern der Lude Jück noch. Ja, denn jeder aber schon auf YouTube. Aber die Leute, die zu dir kommen, kommen ja nicht unbedingt auch zu mir. Vielleicht eine Strophe? Mir zuliebe? Ja, wenn du so nett fragst, dann kann ich ja kaum Nein sagen, ne? Oder? Oder vielleicht so ein Refrain. Das ist fantastisch. Immer friedlich und gemütlich, jeder tut so. Einfach nur bis 19 Uhr, die Gemütlichkeit, die Dure, denn von der
Bier ob der Ziehe, sind noch Herse doll und voll und alles fängt sich an zu blöcken. Ja, und es hat sich mit der Wolle Chef aus der nette Schoppenzilie, ein Klippernberger Tanz, sie wünscht eine Karriere, ein Seifenklör in so einer Stelle, das war vom Tietze, legen an den Schmetzeppeln im Fußfahrradgeschäft, wo sie schute mit den lila Söckchen, ohne just stehne Kränke, möchten Dätze, reiter Schwenk, ja, Schwenk. Ich habe es noch nie so gut gehört. Ich habe es hunderte Male sicherlich schon gehört. Ich habe sogar noch das Original, glaube ich, vom Willi Ostermann. Aber so wie du, ich muss sagen, so wie du bringst, keiner. Dankeschön. Ja, und damit darf ich mich verabschieden. Lieber Philipp Oebel, ganz, ganz vielen Dank. Gerne. Es ist ganz anders geworden, als wir es eigentlich gedacht haben. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und ich darf Ihnen versprechen, beim nächsten Video wird dann noch mehr gesprochen. Da haben wir nämlich Reinhold Lewis zu Gast. Bis dahin, tschö.